Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyidishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. A schöne Teve, a guten gesunden Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das Jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline. Das hört von euch Meir David. Wir heben sich an mit einem Interview mit Mark Gajzinski, was ist jetzt als Student bei der Yivo Bard Sommerprogramm. Ich heiße Mark Gajzinski, auf Jiddisch Mark Gajzinski und auf Englisch pushen Mark, nicht Mark. Dem Jahr bin ich ein Mithelfer von der Programm und die letzten 2 Jahre bin ich gewesen Student. Ich habe angehoben zu lernen Jiddisch, allein mit Kolloquial Jiddisch, aber ich bin rein in Mittel 2 mit David Braunen und danach in avancierten Kurs, auch mit Braun noch einmal. Und ich habe beschlossen, es gefällt mir sehr, das Programm, und die Zwiebel gefällt mir sehr. Ich habe beschlossen, zu arbeiten auf dem Sommer. Sehr interessant. Was hat dich gemacht, als verbrannter Jiddischist? Nu, das ist eine sehr schwere Frage, weil ich gedenke schon nicht. Jetzt ist es push geworden, weil ich rede Jiddisch schon, ich lerne Jiddisch, und ich gedenke schon nicht bewusst, ich habe sich angehoben zu lernen. Aber bekitzer ist Jiddisch, versteht sich sehr eine interessante Sprache, weil es ist ein Guckwinkel auf jüdische Geschichte, wo es mich ist nicht auf jüdische Geschichte als auch durch einen jüdischen Guckwinkel, weil das hat ein Teil von Arbeiter und so weiter. Das heißt, als Hebräisch hat gerät die Männer, die Reicher und so weiter. Aber Jiddisch haben gerät die Massen. Und ich teile, also das ist das interessanteste Teil von Geschichte. Ich bin sehr interessiert in sowjetische Geschichte, weil meine Eltern sind vom Sowjetenverband und sie sind verstehlich Jeden. Und Bechlal ist sehr interessant, wie soll sie, was sie haben gefunden Jiddisch, weil das ist das einzige Mal, wo die Regierung hat gestützt, das jüdische Sprache, das heißt mit Ermesse Geld. Und es ist Bechlal interessant, wie die verschiedenen Arbeiterbewegungen und so weiter haben genutzt Jiddisch als Methode von Propaganda und so weiter. Wie ich verstehe, ist deine persönliche Geschichte verbunden ein bisschen mit Jüdischkeit und mit sowjetischer Judentum. Willst du ein bisschen sagen wegen der interessanten Geschichte? Ja, weil bei mir ist das ein bisschen komplizierte Sache, weil meine Eltern
das heißt, sie sind nicht kein verstetige Religiöse, nicht fromme, und auch es gewähnt verstetige Probleme mit Antisemitismus, speziell befragt in die späteren Zeiten von dem Sowjetverband. Und das heißt, dass bei sie ist es gewähnt nicht schlecht, aber nicht so jetzt. Und zum Anheb habe ich habe nicht gehabt, also ein Guckwinkel, was mehr, was hat ein bisschen Nuance. Das heißt, als Jünger habe ich nicht gehabt, dass ich Nuance wegen Geschichte von Sowjetverband und jeden und so weiter. Ich habe gemeint, bei den Eltern ist es nicht gewähnt. Also das heißt, also ist es ständig gewähnt. Aber es ist interessant, weil das darf nicht, was ist geschehen. Zum Anheben ist es gewähnt sehr, sehr progressive Regierung. Und man kann das sehen, wie mit Jiddisch, weil sie haben gestützt Jiddisch, und zu lieb dem, was man hat gewollt, machen die jeden Fall bewusstsinnige, Fall alphabetische und so weiter. Nur, ihr versteht schon komplizierte meistens, und es ist ein komplizierter Indien. Aber ich glaube, als es ist ein bisschen verpusht, wie soll man wegen jüdischer Geschichte in dem Sowjetverband. Und es ist dafür sehr interessant. Das heißt, es ist interessant, wie sie haben gebissen sehr politisch. Das ist interessant, weil mein älter Baba, sie hat einmal nur gerecht Jiddisch. Das gewinnt ihre Mama, das gewinnt ihre Muttersprache in Mamelischen. Und sie hat nicht gerecht keine Russisch. Und sie hat gewollt sich lernen Russisch, weil sie haben sich herübergekriegt in einen größeren Stutt und man hat schon gedacht, reden auf Russisch. Sie hat gekriegt eine falsche Identifikation, und weil sie gewinnt schon zu alt zu gehen in eine Schule, sich zu lernen Russisch. Und der Fall steht es bei ihr im Passport und so weiter, als sie ist ein Jahr jünger, wie sie ist Tag gewesen, weil sie hat gemisst schreiben, als sie ist jünger, sich zu lernen Russisch. Hast du allein gehört ein bisschen Jiddisch von Tate Mama, Baba Seide, älter Baba Seide? Dann ist im Ganzen nicht. Ich habe gekannt ein paar Jüngere, aber kein Jiddisch, keine Verbindung mit Jiddisch, habe ich damals nicht gehabt. Mein Baba, sie versteht Jiddisch sehr gut. Ich rede mit ihr auf Jiddisch und sie antwortet auf Russisch, weil ihre Eltern haben geredet Jiddisch, wenn sie haben gewollt, also sie soll nicht verstehen. Ich habe ein bisschen Verbindung mit Jiddisch, aber bei MS seien meine Eltern schon gewesen sehr russifizierte Jiden. Und es ist wirklich interessant, wie sie haben sich russifiziert. Weil das ist ein Taglis von einer lange Geschichte von Politik, wo es der sowjetische Regierung hat gehabt mit Jiden. Nur ist es gewesen, als man hat immer gewollt, als sie sollen assimilieren, und später ist gewollt Birobijan. Und das heißt, es ist ein Taglis von einer Sachpolitik und eine Sachgeschichte. Letzte Woche haben wir geredet mit pensionierter Frau, was beteiligt sagt. Du hast sich schon beteiligt ein paar Jahre und du bist ganz jung, ja? Ja, jetzt bin ich nur bis 18 Jahre geworden, aber ich bin heute 16 Jahre alt. Noch alt bin ich der Jüngste in dem Programm, und die letzten 2 Jahre bin ich gewesen der Jüngste in dem Programm. Es ist bei mir interessant, weil das Programm ist geschaffen geworden für Mittelschulstudenten. Aber jetzt ist es schon für Graduierstudenten, für Pensionären und so weiter. Und es ist wirklich sehr interessant, weil ich bin 16 Jahre alt und habe schon gehabt Verbindung mit Menschen, die seien Graduierstudenten in Harvard und Stanford und so weiter. Das war sehr interessant, zu haben Verbindung mit älteren Menschen, die kennen ein bisschen mehr. Und ja. Was sind gewöhnliche Schwierigkeiten, speziell für jüngere Menschen? Weil das Programm ist langer und es ist schwer. Langer und schwer. Mit Aufpushen wird great und verstehen, das wird sein schwer, aber wir werden nicht sterben, wenn wir machen Tuesim, das ist eine Sprache und so weiter. Das ist natürlich. Und mit Aufpushen haben dem Keach und dem Willen, sich zu lernen, Jiddisch und praktizieren, als viele, wenn wir machen Tuesim. Und du arbeitest, sagst du, für ein Jiva oder für das Sommerprogramm, erzähl ein bisschen wegen deiner Arbeit. Ja, ich helfe die Lehrer.
Das heißt, also ich helfe zu kontrollieren der Heimarbeit. Und ich mache sicher, als alles geht wie es soll sein mit die Sachen, mit den kybernetischen Sachen. Es ist eine Sache Arbeit, aber ich habe eine Sache neu und ich kann ständig reden mit die Jüdischisten und die Studenten, die sind und die sind alle sehr, sehr interessante Menschen. Und ich kriege eine Sache neu davon. Kannst du öfter sagen, was sind die besten Sachen von jeweils deiner Meinung, von jeweils Sommerprogramm? Die Lehrer sind ein Wunderlacher. Sie arbeiten so schwer. Und die Lehrer, die Studenten auch hat, weil das ist ein sehr schweres Programm. Aber sie sind alle solche interessante Menschen. Und sie wissen so viel und sie wollen sich lernen. Und das ist selten, weil in der Fachsprachen, wenn man lernt sich, ich weiß, Deutsch oder Italienisch oder Spanisch, sieht man das wahr. Man darf es ziehen mit in Universität oder in Mittelschule, man darf das lernen, eine bessere Sprache. Aber mit jeder Sprache, das sind nur Menschen, die sein interessiert und wollen sich lernen Jiddisch. Und das schafft es das, wie wir mit Menschen, die sein damit so interessiert und haben den Willen, sich zu lernen. Und das ist selten. Und man schafft so viel von davon. Und öfter kannst du euch sagen, als Heint ist dein drittes Jahr im Programm, wie kann man das vergleichen mit den früheren Jahren? Ist etwas speziell neu dem Jahr oder anders von früheren Jahren? Ja, dem Jahr versteht sich als Sache anders, weil jetzt bin ich ein Mithelfer und ich kein Student, aber ich bin noch auf dem Davids Grammatik, sein Sprachkurs. Aber es wird gesagt, dass man hat jetzt auch neue Ideen und neue Sachen, was man viel da rein experimenten. Zum Beispiel jetzt haben wir eine offene Lektion, wo das ist also wie Study Hall auf Englisch, wo man kann fragen, die Mithelfer des Fragen wegen Sprache und so weiter. Das heißt, wir haben noch was gewissen, ein Film, der Dibbeck haben wir gewissen, noch was der Projekt zurück. Das heißt, dass der Programm, es beißt sich ständig. Und man prüft allemal zu experimentieren mit neuen Methoden und so weiter. Das heißt, ich bin schon gewähnt Student 3 Jahre, aber es ist anders jedes Jahr. Gut, sehr gut, sich zu bekennen mit dir. Und ich gratuliere dir für deine Arbeit. Sehr imponierend. Ich schicke allem einen Gruß, speziell David Brown, dein Lehrer. Ich schicke die Grüßen zu die Zuhörer. Größten Dank. Mein Name ist Pnina Scharf, S-H-A-R-F. Aus Shin Reish Fesofit. Von daheim? Zwei Namen. Mein Originalname ist gewesen Rosenzweig, mein Vater. Der Hargit gewesen in Sobibor. Mein Mutter hat Hassene gehabt mit einem anderen Mann. Sein Name ist gewesen Salzmann. Ich bin geboren geworden in Ghetto Demplin, Dezember 10, 1940. Ich bin gewesen 17 Monate alt und wir genommen meinen Vater zu Sobibor und sind gegangen zu Częstochow. Es gewesen ein Arbeitscamp. Ich gedenke alles. Was gedenkt ihr? Ich gedenke, wenn dort der hargete Kinder, wie Nächten. Was ist geschehen? Wo ist das gewesen? Ich gedenke, ich habe Gesicht essen. Ich habe nicht gekriegt essen. Meine Mutter hat mir gerne gebaut, meine Oma. Aber ich habe nicht, die Kinder haben nicht gehabt essen. Das gedenke ich bin gewesen hingeregt ständig. Und danach auch gedenke ich, wenn die Russen sind gekommen, bombardiert die Factories, how do you say factories? Fabriken, oi. Die Fabriken. Und sind gelaufen. Ich weiß,
Wir gelaufen bis Lublin. Ich weiß nicht, wie er soll. Wir gewesen dort und wir hatten so viel Essen. Meine Mutter hat mir gekauft eine ganze, how do you say, a can, bacon, raw bacon, Schinken, 3 Kilo Schinken. Ich habe das alles aufgegessen mit 3 Brot und sie gewesen, also ich geht. Und danach habe ich nicht gegessen, kein Schinken oder Chaza, weil ich bin koscher. Jetzt auch kaufe ich noch Koscherfleisch. Wer seid ihr gewesen? Wer ist gewesen eine Schwache? Tate, Mama, Meine Tate hat nicht gelebt. Ja. Gelebt. Was ist sein Name gewesen? Ein Name gewesen Albert Rosenzweig. Das ist der Mein Vater. Ja, das ist sein Mein richtiger Vater. richtiger Tate. Und Mama? Sarah Epstein, Rosenzweig und dann noch Salzmann. Und ihr habt gehabt Brüder, Schwester? Nach dem Milchoma. Halbe, 2 Brüder. Ja, Shmuel und Joshua. Die Schiele. Weißt du, Milchoma seid ihr gewesen? Nach dem Milchoma sind wir gewesen in der Milchoma seid Deutschland. ihr gewesen allein? Allein. Sie sind nicht gewesen verheiratet. Nach dem Milchoma hat sie geheiratet und so wir hatten 2 Seen. Einen in Ansbach, Deutschland. Und der zweite in Tel Aviv. Was ist gewesen in Alsbach? DP-Lager? No, nicht ins. No. Meine Mutter hat gesagt, ich bin nicht, ich will nicht beten für gut nicht. Sie hat gemacht Geld mit Amerikanern, Soldaten. Ich weiß nicht, wie du frag mich nicht. Ich bin gewesen, 5 Jahre alt, 6. Ich habe nicht gewollt, ich habe nicht gedacht about it. Aber sie hat gemacht, hat gelebt sehr schön. Wo in Deutschland ist das? In Bavaria. Nicht weit von München? Von München. Ja. Das Very ist, good. Das ist eine Gegend, wo es eine Gewinn dort, das Sache Soldaten und euch leben geblieben. Es gibt eine Sache DP-Lagers. Ja, sie gewinnt eine. Ich gedenke. Feldafing. Und gerade dort mit Sprüchen, meine Mutter hat gesagt, so no more. Nicht mehr. Wir gewinnen in ein Lager, sie genick. Danach sind wir gefahren nach Israel im Januar 48. Zu dem Milchoma. Ich habe sehr lieb gehabt Israel. Ich bin dort gewesen 10 Jahre. Und das ist der wichtige Jahr, diese 10 Jahre. Ich bin gegangen in Schule ist also Bet Knesset. Wie sagt man? Schule. Couldn't be, but okay. Ich bin gewesen ein sehr, sehr guter Student. Sehr gut. Und ich habe gelernt Englisch, wenn ich bin gewesen in 6. Jahre-Klasse. Und danach habe ich gelernt Latin. Ich habe gewollt sein ein Doktor. Damals hat wie ist es gewesen zu lernen Hebräisch? Das hat er sehr schnell gelernt. Reden Hebräisch? Bald. Ich gedenke nicht, ich habe nicht gekannt, kein Hebräisch. Efter 2, 3 Tage. Ich habe geredet. Ich habe gespielt mit allen Kindern. Ich habe nicht gemäuert. Das ist mein Problem. No. Und Vater früher hat er geredet Jiddisch in daheim? Deutsch. Deutsch in daheim? Ja, weil in Lager, die Nazis haben mit mir sehr lieb gehabt, because I have a big mouth, aber großen Maul. Ich habe ständig geredet. Sei es nicht gewesen, mein Freund. Auch nicht. Die Nazi-Soldaten? Ja. Weil seid gewesen so schön und klein und klein. Ich habe gehabt Zechel. Ein Mensch hat Zechel. Können, wie sagt man, machen all Ding. That's it. Ist aber in daheim mit Tate Mama? Sie haben mir geredet Jiddisch. Und wenn sie gehen auf die Gas und geredet Jiddisch, bin ich entlaufen. Ich habe sie gesagt, wir sind in Israel, redet Hebrew. Aber ich meine, in Ghetto, dort hat sie geredet Deutsch, ja.
Ihr seid gewesen fromm, eine Schwache, wenn ihr seid gewachsen? In Polen, ja. Aber in Israel, nein. Aber meine Mutter hat ständig gemacht Kusche und keinem nicht gegessen Kachase oder Milch mit Fleisch. Und ich weiß, was wir tun nicht essen Milch mit Fleisch. Es macht Cancer. Es macht Cancer. Man hat gemacht als, how do you say, research in the MD Anderson Cancer Center in Texas. Weil die Italien essen, und die Mexikan, sei es noch Fleisch mit Milch, Cheese. Haben sie gefunden, als Milch wird Säure und Fleisch auch. Das steht in einer warmen Environment. באמת, hast du vergessen, Jiddisch. Von dem haben wir so mit den Eden gewiss, 3000 Jahre am Tunisch. Gott hat sie gesucht. Gott. Was ist Gott? So wie gewiss, weil in sind special people. Chosen people to suffer. Und das ist richtig, richtig. Wie hat er sich bekannt mit deiner Mom? Oh, haha, good story. I hitchhiked him in Tel Baruch, Israel. Mamash, hitchhiked. Ich bin gewesen mit 2 Girlfriends, 2 Freunden. Ich wollte fahren zur Kibbutz, Nir David, Leben Bet Alpha, in Emek Israel. Sie gewesen Shabbos in der Früh. Geld für ein Taxi haben wir nicht gehabt. Der Autobus fuhrt nicht in Shabbos. Es ist nicht gewesen eine Sache Automobil. Es ist gewesen in February 1, 1958. Als ein Mensch hat gehabt ein Automobil, ist gefahren zu Haifa, the soccer game, the football. Und ich bin gewesen die Scheine, sie haben sich behalten, dort, die Busches. Danach habe ich gesagt, ich habe noch 2 Freunde. Ich kenne ich. Ich will ich auch nicht gehen. Und dann so hat sie genommen. Ich habe mich dann noch genommen, zurück nach Tel Aviv. Ich habe gewohnt. Und hat gesagt, hat mich gefragt, du willst auch ausgehen heim bei Nacht. Mit Essen etwas, oder? Ich bin keinmal nicht gegangen mit einem Date. Keinmal nicht. Ich habe nur gelernt. Ich habe gelernt so viel. Ich habe ihn getroffen, auf 7er Seige. Ich bin gegangen zu einem Restaurant, aber ich habe schon gegessen in der Heim. Ich habe gegessen, ein Steak in Israel. Ich habe nicht gewusst, wo das Steak ist. Und ich hatte Geld, ein bisschen. Danach hat mich genommen zu Yarkon River. You know what Yarkon River is? It's in Tel Aviv, North Tel Aviv, a river. Von Petach Tikva zum sitzt dort und er sagte mir, kick auf mir. Die meisten, die kennen das Leben mit mir das ganze Leben. Habe ich gesagt, sie meist zu mir. Oi, weh, oder mich schuggen. Was meinte bin ich? Ich habe gesagt, sicher. Also wie es auch gerät. Danach hat probiert seine Hände auf mir auch gegeben Patsch. Ich bin entlaufen, ich habe geweint. Sagte mir, besser, man darf nicht, wissen nicht, darf man nicht. Nur hat mich heimgehen, hat gehabt ein Truck, ein Jeep, ein Motorcycle, hat gehabt Geld. Hat mich heimgehen, hat gewiss, wie ich wohne. Das ist gewesen Schabes, sind ich in der Früh, 7er Seige, das ist schon gewesen bei mir. Ich aufgegangen. hat gesehen, meine Mutter, sagte Shalom, ich heiße Moshe, was ist dein Name? Ein richtiges Sabra. Sagte Sarah, sagte, ich bin verliebt mit deiner Tochter, ich will Chassan. Aber hat sie auch gemeint, es ist eine Bdicha, how do you say it, a joke? Sie gesagt, okay, besser. Und das ist gewesen der Beginning and the End. Schon mit Chassan gegangen. Ich habe gemisst, komme ich Amerika, weil mein Stepfather, wie sagt man, Stiefvater. Ich bin gewesen 17 Jahre alt und gemisst Hinterschreiben. Okay, mit Chassan gegangen, er ist zurückgefahren nach Israel.
weil er gegangen dort nach Business und hat gemisst bringen Geld. Monat later sie gewesen. Schön, dass sie gewesen mein Sipur. Wie ist gewesen ein freies Leben in Amerika? Wo hat er sich besetzt? Erst in Brooklyn, wie meine Mutter hat gewohnt, ich habe nicht lieb gehabt, die kalte Wetter. Ich habe gewusst, in Kalifornien ist besser. Wir gefahren mit 2 Freunden in Kalifornien, Januar 59. That's it. Was hat er getan in Los Angeles für ein Leben? Hat gegangen eine Gas Station. Danach hat mir gemacht Möbel. Und was ist gewesen Ihre Verbindung mit Steven Spielberg und mit der Shoah-Fondation? Ihr seid verbunden mit sich. Ich habe bekommen eine Invitation. Eine Einladung. Einladung, ja, das ist Deutsch Einladung. Wir sind gegangen, Jesse hat mich genommen, Jesse mit seinem Weib, Stacy. Und ich habe gesehen, Spielberg. Ich bin gesessen am Tisch dort, und er gewesen dort. Bin gegangen zu ihm, ich schäme sich nicht. Ich kann nicht kommen. Sag ich, hi, Schmuel. Kickte auf mich, sag ich, I remember you. Ich gedenk. Ich habe gekannt deine Mutter. Meine Mama hat auch gekannt seine Mutter. Meine Mama hat gegangen Delikatessen in Fairfax and Third. In Farmers Market? No, across. Okay, über der Gas? Ja, über der Gas. Sie hat gewohnt an Rexford Drive in the New Pecos. Und sie gekannt, sie hat geraten mit, that's it. Ich habe keinen nicht bekannt sein Mitte. Aber ich habe ich gedacht, dass ich geheißen nicht Steven, aber Schmuel. Oder Schmuelig. Oh, also du kennst mich. Wo bist du? Wer bist du? Auch gewissen how do you say picture? Bild. Von gewissen. Oder gewollt wissen die ganze Stories, auch in der Zeit. Oder rausgenommen mit seinem Telefon mit einem Bild. Sagte, ich habe dich lieb, du bist eine sehr feine Lady und du kennst mich. Er macht das so. Eure Tate, Mama, was haben sie getan in Los Angeles? Was haben sie gemacht? Ja. Da haben wir ein Restaurant. Oh, wie hat geheißen der Restaurant? Yonkers. Dort gewinnt der Corner Safeway, Genovese Drugstore, Bakery, dann gewinnt a deli, very famous. Was war der? Mein Mann. Kosher? Nein. Aber sie gewinnt, alle haben gegessen dort. Von CBS, dann kamen alles Actors. Ihr habt gearbeitet bei sie ein bisschen? Nein. Ich habe gerade 13. In 4 Jahren habe ich 13. Ich habe gelernt, bin gerade in College auch. In welchem College? UCLA. Was ist gewesen ein Fach? Was hat er studiert? Ich habe gewollt sein der Doktor. So, Chemistry, Biology, diese Sachen. Man muss lernen das. Ich habe ständig gekocht und gebackt und geräumt. Ich habe alles gemacht. Ich weiß nicht, wie er soll über dem Koech. Was hat er beschlossen, nicht zu werden ein Doktorchef? Ja. Mein Mann gewinnt sehr jealous, wie ich sage jealous? Mekane? Okay. Mekane. Auf mir. Jeder hat gesagt, oh, es ist ein scheine Farbe, also Klieg, nicht gewinnt so. So ich gesagt, aha, jetzt ist es geil, es ist ein Doktor, es mich weggeworfen, also heute gerät, und that's it. Aber bei mir, meine Kinder, sind die gewähnt die wichtigste Sache. Nicht mein Leben oder ein Doktor zu sein, nur die Kinder. Auch gesagt, okay, Moshe, du willst nicht, besser. Efter meine Kinder ist ein Doktor, aber ich darf ein Kardiolog. Nicht schlecht. Mit kleinen Kindern. Nicht koscher. This is WUNR Brookline. Oiber oder nonte mishpoche is blind,
aber seht schwer, aber ist Druck verkrippelt, JBI können helfen Menschen haben ein Zutreu zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Als es frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischuguim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Ihr redet für Menschen wegen dem Shoah? Nein. Ich habe das nicht lieb. Hat ihr allemal Meine Kinder weißen ja. Hat ihr allemal geredet mit sie wegen was hat passiert mit euch? Oder? Meine Kinder? Ja, sicher. Es käme nicht gewesen Assad. Oh, wo soll ich das sagen? Wo nicht gegangen wird. Andere Menschen haben das behalten von sich. Weil sie sind stupid, sie sind nicht Krieg. So mit Mäure. Verwusst weiß ich nicht. Oh, ich shut up, Nina. Ich weiß nicht, ob so mit Mäure. Nicht Krieg, so mir nicht gesagt. Sie haben nicht gewollt reden wegen dem bis eine gewisse Zeit. Ich habe nicht geredet mit sie, wenn sie nicht gewesen, 2 Jahre alt. Sicher nicht, aber 16 Jahre, ja. Ich denke, Menschen sind herausgekommen von sein Still wegen dem, bis es ist herausgekommen Steven Spielbergs Film, Shoah. Das hat der Weg der Sachmenschen. Ich habe nicht gemeure, ich weiß nicht für was. Aber ich weiß, ich bin gerecht. Was passiert mit der Politik, ist auch in Israel mit Baby Netanyahu. Ich habe ihn nicht lieb. Ich habe ihn lieb gehabt, ich kenne ihn. Persönlich? Ja, ich kenne Sachmenschen. Ich habe Cousins, erste Cousins sind gewesen, einer ist noch ein General, ein Luft. Ich kenne Sachmenschen, Menschen kennen mich. Aber ich halte keinem nicht groß. Das little Tuch ist, was will climben, gehen auf die Stiegen, ist bei mir ein Big Shot. Die alle Menschen. Nein. Was hält ihr wegen der Amerikanerpolitik? Sie nicht geht. Ich kenne Trump. Ich habe in 35 Jahre zurück, auch bekannt in Atlantic City. Mein Mann hat gespielt die Kurden. Ich habe gut nicht, keinem nicht. Bei mir ist es idiotisch, die Gambling. Okay. Ich habe ihn gesehen mit seinen welche Maler Maple, gut nicht. Und hat gesehen, mein Mann macht Geld, er hat nicht gehabt kein Geld damals, hat verliert das Hotel, Taj Mahal. Bankrott, ja. Er ist nicht kein guter Mensch. Aber beiden ist auch nicht kein guter Mensch. Jetzt ist er alt, er bechlall vertummelt. Eine sehr große Country, ein sehr großes Land wie Amerika, 350 Millionen Menschen, nur die 2 alte Kackers. Einer ist ein Egoist und der zweite ist ein Was noch? Also ich wollte ihr sollt erzählen, als wir rekordieren jetzt wegen dem Bild, was hat passiert in dem Bild. Oh, du wirst es sehen? Okay. Ja. Ja. Mit den alle Kindern? Ja. Und erzähl, was ist geschehen mit den alle Kindern? Sie haben ihn geschossen. Der Hargit. Du weißt, öfter bin ich nicht ganz stark, aber ich bin anders wie most Menschen.
Ich habe gesehen so viel geschossene Kinder und große Menschen auch nicht. Ich habe gesehen all Dinge. Ich habe nicht keine Meure gehabt. Efter bin ich Michigan, ich weiß nicht. Aber was ist geschehen genau, wenn Sie haben sie erschossen, was ist geschehen? Gut nicht, also hat mir gegeben, Patsch, bin weg. Meine Mutter hat mich genommen zum Barak. Ich habe nicht gesehen. Ihr habt nicht gesehen, wenn man hat sie erschossen, ihr seid weg, oder ihr habt ja gesehen? Ich habe sie gesehen, dass ich gewinnt heute, aber ich habe nicht gesehen, was sie gemacht mit sei. Und wer hat das getan, die deutsche Soldaten? Ja. Und das gewinnt in welcher Ghetto? Es ist nicht gewinnt kein Ghetto, es ist gewinnt der Lager, Częstochow. Częstochower Lager. Die Ghetto ist gewinnt Demblin. Dort bin ich geboren. Was hat deine Mama getan in Częstochowa? Sie hat gearbeitet, so mir gab Fabriken für bullets, how do you say bullet? Keulen. Echt? Keulen. Keulen. Ich kann mir nicht gehört, das Wort. So mir gemacht für die Airplanes, was hat gefehlt dort. Ich weiß nicht was. So mir gearbeitet, sehr schwer. Ich mache immer die alle Deutschen. Was hat ihr getan tagtäglich, wenn eure Mama ist bin gegangen vom dort zu dort, mit back and forth. Einmal bin ich reingefallen in the well, how do you say it? Ich gewollt Wasser. Kremnitze. Oi, das ist Krieg. Und sie gewinnt Winter, und ich bin gewinnt verfroren. Verfroren. Man hat mich gefunden, bin ich so mit gemeint, ich bin tot. Bin gewinnt sehr krank und verloren selbst meine... Die Fingernägel? Ja. So mit gemeint, ich bin gestorben. Es ist dort gewinnt ein Doktor, gewinnt von den Deutschen, von den Nazis, ein Jid. Er hat gegangen mit ein Penicillin von mir. Er hat gelebt, man hat ihn gesehen in Tel Aviv später. Aber er hat die Mitzvah, von dem lebe ich. Ihr sagt, ihr seid gesessen in der Heimer weniger, keiner hat euch nicht gehielt, ihr habt nicht gehabt, andere Menschen mit euch? Menschen? Wer? Die Kinder. Aber andere Kinder sind gewähnt? Aber sie nicht der Haare geht, sind sie gewähnt, ja. Also nicht. Okay. Ich bin gewähnt sehr, ich habe gesagt, Masel, was mich nicht der Haare geht. Was hat vielleicht nicht der Haare geht? Efter von Gott. Ich glaube nicht so in Gott. Sie gewähnt ein Bobbermeister, was Menschen haben gemacht. Aber Masel ist du, ja. Wenn ein bisschen Masel, you know the song. Wenn ein bisschen Glück, das Räderle wird sich noch drehen und bringen das Masel zurück. Yep. Ihr habt zu tun mit jüdischen Kultur in New York oder in Los Angeles? Vielleicht gehen zu jüdischen Theater? Oder ich gegangen in New York, aber mit meiner Mama, jemand. Aber no, ich hätte sagen etwas. Efter bin ich Antisemit. Mein Sohn Jesse sagt, Mom, you're the biggest Antisemit. Ich ständig habe ich gewollt, dass Said soll wissen, was wichtig ist, so wie die Goyim. Stark, was wichtig, ich kann machen, ich kann sagen, so wie die Goyim und besser. Weil mir ist besser. Ich will nicht der Jiddisch, ich will nicht der Chassidi Wochet. Was machen sie im Leben? Gut nicht. Sie beten Geld von der Israeli Government? Sorry. I'm very angry. Ich bin sehr... No? In Kass. I'm angry. אני כועסת. Für mich, die Zahal, die israelischen Soldaten, sie sind the best in the world. Okay? Was meint ihr, hat Feind Jiddisch, die jüdische Sprache, die jüdische Kultur?
No, komm nicht fein, no. Weil singt Aber jüdische ich will das sagen, Volkslieder sehr ich schön. will das sagen, was das ist. Man hat gelebt 2000 Jahre in der Gola. Als Sache, no, man nicht kennt Polisch, so man kennt Deutsch, ja. Von Deutsch kommt der Jiddisch. Aber warum sind es gewesen, also gut nicht? Gelaufen von einem Platz zum zweiten. Wussten es gar nicht? Hint? Yes, mit der Medina. Will sie der Hagene der Medina? Bei dem bin ich so verbissen. Gut, ich danke euch sehr. No, it's okay. Ich will bedanken unsere Gäste. Ihr habt zuerst gehört Mark Gajzinski als Student bei der Yivo Bard Sommerprogramm in New York. Und nachdem habt ihr gehört mein Interview mit Penina Scharf von Los Angeles, original von Częstochowa, Polen. Letzte Woche habe ich gekriegt die traurige Idee, als meine gute Freundin Helen Raken von Brookline ist weg in der Ewigkeit. Die mädelsche Familie ist gewesen Gelbard. Sie ist ein Leben gebliebener Original von Częstochowa, Polen. Ein sehr guter Mensch und eine edle Frau. Sie wird uns stark ausfällen. Ich habe mit ihr faktisch rekordiert ein Interview mit Sachjahren zurück und ich will das proben ausgraben von Archiv und spielen in die kommenden Wochen. Covid ihr Andenk. Und jetzt will ich spielen für euch eine sehr süße Rekordierung von Chazen Gregor Schelkan, Oliver Scholem, eine Rekordierung von den 90er Jahren von seinem jüdischen Repertoire. Und mit dem endigen wir unser Programm. Eine gute Nacht und ein Dank für den Herrn. So this is all the song about this. When Moshiach wird kommen, and you all know Mamaloshen, I know many faces here from the old country. You know, I mean from Roxbury and Dorchester. Now, this song was never printed. I want you to know. This song I heard from my uncle, Chief Rabbi Traub, from the city where your beloved canton is, in Libau. He was one of the great scholars. He was 17 years old when he received Shmichas Afravonos. He was a genius. And he used to sing this song always after a siyum, after a tractate was finished. He used to sing this song. It was a wonderful Botfila, and he could sing. And I remember this song the way he used to sing. This was never printed. And I'm singing it for you for the first time, the way I remember it, you know. And now I will sing for you the song. Was for Zara Moshiach wird kommen. And I will ask Jonathan, please give a little introduction. Es wird sein, fein und schön, als Moshiach sieht, kein wird kommen zu gehen. Es wird sein, fein und schön, als Moshiach sieht, kein wird kommen zu gehen. Ihr mögt mir glauben, als wird heuen, wenn für jeder Welt ist ein Nest rein. Von Misrach und Meirau, von Zofain und Dorau, also heute Teufel. Oi, Gewalt, Vater, wie wird man von dem Golus Potter, von allen Mannes und alles Stepanes und kommen soll Moschiach. Oi, Gewalt, Vater, wie wird man Österreichs Beschatto, von allen Ivanes und alles Stepanes, en kommen soll Moschiach, en kommen soll Moschiach. Von Papier wollen wir wohin abrig, kein Glänzech wollen wir in unser Land zurück. Von Papier wollen wir wohin abrig, kein Glänzech wollen wir in unser Land zurück. Wir wollen tanzen, wir wollen glücklich sein,
gewalt, lieber Vater, dat wieder lebt das ist doch MS, als MS ist doch noch, an jeder Liebe sein für sich auf alle was. Das ist doch MS, als MS ist doch das, gewalt, lieber Vater, dat wieder lebt das ist doch MS, als MS ist doch das, an jeder Liebe sein für sich auf alle